Ich habe dir eine Frage an die. Wo steht het mit dienen Glauben? Erst dien Glauben an die, wat leven jet, oder erst dien Glauben mal bloß von Büten, aber innerlich bedied die wenig. Erst die dien Glauben so viel wird, dat du dien Leben durch vergeben wirst, wann het op einmal neidig wir? Dit sind schwere Fragen, wo wir alle Trouble haben, die gerade so zu beantworten. Vandaag wil ik met een ganz nieuwe Reihe von Predigten anfangen, über das Thema, wat bedeutet het Glauben zu haben? Die Bibel hat sehr viel darüber zu sagen. Von jung ab haben wir alle geleerd, dass uns Glauben sehr wichtig ist. Wenn ich das Wort Glauben so sei, dann denken wir meistens an unseren Glauben, wat uns ist von unseren Eltern in unserer Kirche gelehrt worden. Damit meine ich die Dinge, woran wir leven en woran wir nicht leven. Ich meine so eine Dinge, dat wir leven, wir sollen jeder Sonntag nach Kirche gehen, dat wir uns sollen deipen lassen, wann wir erst abgewaschen sind, dat wir unsere Eltern sollen gehorsam sein, und dat wir sollen proben Schmack zu sein in der Regeln von unserer Gemeinde so gut es möglich nachzukommen. Wenn das das einzige wäre, was wir mit Glauben meinten, dann würde das viel zu wenig sein. Weil so eine Art Glauben kann sehr flach und sehr allgemein sein und für die Person nicht sehr viel bedienen. Für viele bedient Glauben bloß gewisse Moden in reellen Proben nachzukommen. Die Bibel lehrt aber einen viel deeperen und wertvolleren Glauben. Wie diese Predigten will wir viel dieper an das Wort Glauben anchecken, in seinen, woran die Bibel den Glauben so loben tät. Ein von den wichtigsten Stellen in der Bibel, wo über den Glauben redet, ist Hebräer Kapitel 11. Damit wollen wir uns in der nächsten Zeit beschäftigen. Von der wollen wir anfangen mit der Frage, was bedeutet Glauben zu haben? Meine Hoffnung ist, dass jeder einer, der meine Stimme hört, am Glauben an Gott sein wird, noch sein persönlicher Glauben an Jesus wachsen wird. Ich lade je nu an, die Bibeln zu nehmen, in Hebräer Kapitel 11 abzuschlonen. Wir fangen bei Vers 1 an zu lesen. Die Glauben ist die Gewissheit, dass wir dort schreien wollen, auf was wir hoffen, und es in nicht zweifeln an dort, was wir nicht seien. Das erste, was wir hier merken, ist, dass die Glauben eine Gewissheit ist. Aber über was ist die Glauben eine Gewissheit? Die Glauben ist die Gewissheit, dass wir was schreien wollen, was wir aber noch nicht haben. Gewissheit meint, dass wir mit einer innerlichen Sicherheit lüren, dass wir dort schreien wollen, worauf wir al lang gehofft haben. In andere Woorden, die Glauben ist die Sicherheit, dass die geistlichen Dinge, die wir noch gar nicht sein können, holen wir an unseren Sinn so, als wenn sie nu al wirklich zu sein sind. Der zweite Part von dem ersten Vers redet aber auch noch vom Nicht-Zweifeln. Das sagt, die Glauben ist in Nicht-Zweifeln an dort, was wir nicht seien. Wir weiten alle, dass Sicherheit in Zweifeln nicht passen. Das eine schlitt das andere ut. Wer in wahren biblischen Glauben eift, der wird nicht daran zweifeln, dass dort kriegt, worauf seine Hoffnung gesagt hat. Laat mir hier ein kleines Beispiel aus unserem gewöhnlichen Leben geben. Wenn ich dir sage, dass jaft eine Stadt Moskau oder dass jaft eine Stadt London, und willst du da noch niemals gewasst bist, wirst du mir entweder geleben oder du wirst mir nicht geleben. Willst du aber zu mir vertrauen hast, dass ich die Wahrheit geredet habe, wirst du dort vielleicht geleben. Vom Seinen oder Erleben her, jaft dort diese Städten für die gar nicht. Willst du noch niemals in Moskau oder London gewesen bist. Aber den Glauben an was ich sehe, jaft die den Grund, damit zu rechnen, dass es so eine Städten jaft. Willst den Glauben, die diese Sicherheit jaft, planst du sogar eine Reise dahin. Den Glauben bringt die dort so zu planen, als wenn dort, was du noch gar nicht sein hast, wirklich da ist. Also, den Glauben jaft die Sicherheit, dass die Dinge, die du noch gar nicht sein kannst,
en dienen zijn zo achten ist, als wann die al wirklich door sind. Beim biblischen Glauben ist das besonders so. Der Glauben ist ein Geschenk Gottes, wat het mehrlich merkt, ab diesen Weg an Gott seine Versprechungen zu leben, in die anzunehmen, wann die auch noch gar nicht zu seine sind. Aber jeft das nicht auch so, dass einer an das Anrechte gelebt hat, in sich auch geschmiert hat? Jo sicher. Nicht jeder Glauben ist ein rechter Glauben. Der Glauben ist bloß so gut, als der Grund, wo boven der steht. Wenn ein Mensch in Lehren hiert, in gelebt den, dann kann sein Glauben den Lehren nicht zur Wahrheit merken. Zum Beispiel, dort jaft so eine Menschen, die lehren, dass es kein Gerecht Gottes jaft und dass er keine Heil ist. Das sind Lehrjes. Nu kann das sein, dass so eine Menschen, wat diese falsche Lehre gehört haben, ihren Glauben darauf saten, dass es kein Gerecht jaft. Diese Menschen worden sich aber sehr täuschen, wie sie ihren Glauben auf wat Falsches gesagt haben. Deswegen soll wir sehr aufpassen, dass wir unseren Glauben auf das saten, wat die Wahrheit ist. Wo können wir das weiten? Wenn das über Dinge geht, wat die Ewigkeit anbelangen, sollen wir uns nicht so sehr darauf verlassen, was bloß Menschen darüber sagen. Sogar die Prediger können diese Dinge eine rechte Abfuhrung haben. Das sei wie besonders, wenn einige so predigen, dass ein Mensch genug gute Worte haben kann, dass er dadurch selig wird. Das ist aber eine falsche Abfuhrung, wenn wir Gott sein Wort darüber lesen. Wer durch lebt, er kann sich durch Geschmack seinen, in gewisse reellen Nachkommen den Himmel verdienen, der wird sich an jenen Tag furchtbar täuschen. Er hat sein Glauben ab ein Lehren gesagt. Leider hat solche Leben, was Paulus in Epheser, Kapitel 2, Vers 8 sagt. Wils je sind uit Gnade selig geworden durch den Glauben. Und das ist nicht von Jünd, das ist Gott sein Geschenk. Nicht durch Worken, dass keiner Ursache haben wird, sich selbst zu loben. Also weil wir unseren Glauben ab Gott sein Wort saten, und nicht ab dort, was gewisse Menschen uns verschrieben. Lass Gott sein Wort, und acht ab so ne Predigers, wat das Wort klar und richtig utleihen. Lot den Glauben sich an die Wahrheiten von der Bibel festmerken, und nicht an menschliche Kirchengesetzen, wat keinem raten können. In dem ersten Vers von Hebräer 11 habe ich dann gesehen, was Glauben eigentlich ist. In den nächsten 2 Vers sehen wir dann, wo neidig das ist, dass wir alle Glauben haben. Ich lese nu Vers 2. Durch diesen Glauben haben die Vorväters ein gutes Zeichnis von Gott gekriegt. Wenn das hier von den Vorväters redet, dann meint das hier nicht unsere Vorväters. Wils diese Wörter worden so wie 1900 Jahre Fertigkeit von unseren Vorväters geschrieben. Wem meint der Schreiber vom Hebräerbrief dann? Er meint die, wat verarm in seine Generation die Vorväters wären. Die wo wir in den nächsten Werken alle kennenlernen, wils das sind die wichtigen Glaubensmenschen vom Alten Testament, die in Hebräer 11 genannt wurden. Diese Vorväters, wat hier genannt wurden, kriegen alle von Gott ein gutes Zeichnis. Das meint, Gott können jeden von diesen Menschen loben. Warum kann Gott all diese Menschen loben? Weil sie alle einen radenden Glauben beweisen. Und so kommen wir dann bei dem Schreiber vom Hebräerbrief sein erstes Beispiel von wo die verschiedenen Vorväters ihren Glauben beweisen. Sein erstes Beispiel habe ich in Vers 4, wo das sagt, durch den Glauben opfert Abel Gott ein besseres Opfer als Kain. Gott anerkennt sein Opfer und gef am das Teken, dass er gerecht wird. Und durch den Glauben redt Abel noch, wann er auch al dood ist. Mit dieser Person, Abel, will wir uns nu ein beetje dieper beschäftigen. Dort wo wir nu den Aufschnitt von Kain und Abel in 1. Mose, Kapitel 4 lesen. Dort wird uns helfen, das beter zu verstehen, was der Schreiber vom Hebräerbrief mit den 4. Vers meint.
Wel we uns nu 1. Mose, Kapitel 4, 1-2 lesen. Da sagt es so. Adam en Eva wieren Mann en Früh, en sie kriegen den Jung Kain. Eva zeid, ik ha een jonkje gekregen. De haar heeft mij daartoe geholpen. Met de tijd had ze nog een jonkje, en die heet Abel. Abel wie een hoord, en Kain deed land bearbeiden. Wie Abel, en wanneer leefde hij? Abel leefde in de ganz eerste tijd. Hij werd de tweede zoon van onze ganz eerste ouderen, Adam en Eva. Zijn oudere broeder heet Kain. En deze vers waar we aan dat de beide jongens zich 2 verschillende soorten arbeid wilden. Kain wie een vormer, en Abel hield vee. Kain beackerde het land, en Abel wie een hoord. Beides waren goede soorten van arbeid. En vers 3 en 4 zegt Moses ons nog meer. Dan kwam door een dag, wo Kain dem Herrn een goof en een opfer bracht. Hij bracht van dat wat hij op dat land getrokken had. Abel bracht ook een goof voor dem Herrn als een opfer. Hij bracht dat beste stek van een eerstgeboren lam van zijn herd. We zijn van dit, dat al ganz am Anfang die Menschen dat innerliche Gefühl hadden, dat sie Gott wat schuldig wären, en dat sie sollen proben met ihm in Gemeinschaft te komen. Vielleicht had de Herr Adam en Eva dat aangegeven, dat sie ihm uit vertrouwen een Opfer bringen sollen. Wat dat Opfer zijn zal, weet we niet. Einzige Bibelvers gegeven dat Gott dan al van Adam en Eva een Opfer verlangt, wurde wir bloot vergoten worden. Bewiesen tja we dat niet, wie's we vingen dat nog niet in 1. Mose geschreven. Lothar weet wie dat God de Opfer aanviert en dat hij ook bloot Opfer verlangt. Of God Adam al zo'n gebod gegeven had, weet we niet nee, aber dat kon wellig zijn. Hier zei we dan, dat Kain einfach van de vrucht oder dat getreid van zijn vlek als een Opfer bracht. Bij Abel zei we dan, dat hij het beste van zijn herd bracht. Dat meint natuurlijk dat bloot moest vergoten worden, wils hij dat lam slachten moest, om dat als Opfer te brengen. Mij komt het aber so ver, dat het Opfer alleen niet dat entscheidende weer, waarom God dat eine aannam en dat andere niet. De Herr sagt deze beiden mannen niet als everein. We lezen in vers 4 en 5 zo. De Herr gleicht Abel en am geval dat Opfer wat hij geeft. Aber Kain in zijn Opfer geval am nicht. Dan stieg Kain de oren aan en am bedreckt de ganze Sache. Wann wir in de Hochdeutsche Lutherbibel diese Vers bekijken, dan merken we door dat Gott Abel in zijn Opfer met Gnade aanzag, aber Kain zijn Opfer zag hij niet met Gnade aan. Wo de Herr dit bewijs, wordt ons niet klar gezegd. Ik neem aan dat God leidt 4 vom Himmel vallen, wat Abel zijn Opfer verbrennt, aber bij Kain deed de Herr dat niet. We weten im Alten Testament, dat de Herr zich eenmaal op diesen Weg bewiesen. Also wat wir dan de Unterschied zwischen diese beiden Männer? De grootste Unterschied lag in diesem, dat Abel en Gott seine Gnade stund, en Kain deed nicht. Noch eint wir dort, wat geopfert wordt. Abel zijn Glauben führt am dortau, dat hij een Blutopfer bringen soll. Lothar weet wie dat dit de Weg wir, de Gott ingeführt had, wo Menschen waren mit ihm in Gemeinschaft kommen können. Wir weten von dieser Schrift steht bloß, dat Gott geval Abel in seine Gove en am geval Kain in seine Gove nicht. Dit meint, dat Abel eine rechte Einstellung had zu Gott, en an diese rechte Einstellung bracht hij im Vertrauen sein Opfer. Wat wir dann die Trouble mit Kain? Die grootste Trouble wir, seine unrechte Einstellung zu Gott und zu seinen Bruder. Wie es dat sagt, dann stieg Kain de Ohren an und am bedreckt die ganze Sache.
Der Herr proeft noch met Kain te reden en am van zijn oor am te wengen. Hij zei in vers 6, waarom sticht die zo de oor aan? En waarom bist du zo bedrekt? Wann du wat goudet Veer hast, wirst du doch angenomen zijn. Aber wann du nicht goudet Veer hast, dann lürt de Sint nur ne Gelegenheit bei die en haft een Verlangen nur die. Nu mutst du door nou zijn, dat du nicht von dei metgereden wirst. Aber kragt dort wohl kein nicht. Hij had nuscht goudet Veer. Hij wie aufjenstig, en dort viert am dort to seine Aufkunst und Abel te rechnen. Hij wist, dat wils hij diese oorjerliche en aufjenstige Ernstellung had, lühr de Sint wie seine der. Hij leidt sich von de Metrieten. Dat ewige von de Geschicht kann wie Goud. Dat sagt, en kein zei zu seinen Bruder Abel, komm mal met mir op de Stab. En wil ze doorwieren, neem kein en schluch seinen Bruder dood. Nu wie Abel dood. En zo kom wie ware terug, nur dort wat de schrijver vom Hebräerbrief over Abel zeid. Durch den Glauben opfert Abel Gott een beteret Opfer als Kain. Gott anerkannt zijn Opfer en geeft am dat teken dat hij gerecht weer. Wils wir uns hier besonders mit der Wichtigkeit vom Glauben beschäftigen, weil wir uns diesen Vers in Hebräer 11 feier nur bekicken. Hier wo wir zum ersten Mal an, dat Abel sein Opfer uit seinen Glauben stammt, wils dat sagt, durch den Glauben opfert Abel Gott ein beteret Opfer als Kain. Der geradste Unterschied zwischen den beiden Brüdern, wie Abel sein Glauben, aber Glauben an Waut. Weil wir uns nu ein beetje denken helpen, wat wir in Hebräer 11, Vers 1 über den Glauben leiden. Da seht ihr dort, der Glauben ist die Gewissheit, dat wir dort schreien worden, auf wat wir hopen, en essen nicht twivelen an dort, wat wir nicht sein. Wir fragen uns, worauf Abel dann hopen deed. Dat sagt je in Vers 4, dat Gott anerkannt zijn Opfer en geeft hem dat teken dat hij gerecht weer. Dat meint, dat Gott hem de innerliche Gewissheit gaf, dat hij met Gott richtig stund. Also mag wie davon, dat Abel zijn Opfer bracht als een Glaubensschritt, dat Gott hem aannemen wordt. Hij had een verlangen in de hoopning dat Gott hem gerecht maken wordt. Daarop hoopt hij. Wir nennen dort die aangerekende Gerechtigkeit, wo durch den Glauben kommt. En dat Gott sein Opfer annam, wird die Beweis, dat Gott am als gerecht ansag. Also, woran wir Abel sein Opfer beter als dort von Kain? Abel hat den Glauben, dat Gott am gerecht mög, en met dit vertrouwen bracht hij sein Opfer. Dat sagt je, der Herr gleicht Abel, en am geval dat Opfer wat hij geeft. Also Abel geval Gott, eer hij am een Opfer bracht, wils hij verheer al een levenden Glauben had. Uit diesen levenden Glauben bracht hij dan zijn Opfer, in dat geval dem Herrn ook. Wie Kain wird het alle nicht. Hij bracht een Opfer met de hoopning, dat hij durch zijn Opfer allein kon Gott gefallen. Dat schafft aber nicht. Gott laat sich nicht begreifen. Hij will von uns in leivendet Hort haben, wat am ganz vertraut, dat hij ons raad en gerecht mögt. Wann wir dat erst gedonen haben, dann ist dat Dankopfer dafür auch angebracht. En er steht, sei wie, dat kein Glauben beweis, en als sein Opfer nicht angenommen wordt, oorjere sich über seinen Bruder, auch über Gott, zodat seine Aufkunst am dort dreif, den ersten Mord te begonnen. En so schlitt ons Schrijver dit Beispiel von Abel mit diese wieder auf. En durch den Glauben redt Abel noch, wann hij ook al dood is. Also, en wat für Weg redt Abel durch seinen Glauben noch immer zu uns. En ik heb 6 Dinge opgericht, woran Abel noch zu uns redt. Dat eerste, dat wir als gefallene Menschen am Glauben
en met volle hoopning naar God komen kunnen met de gewissheid dat Hij ons aanneemt. Tweitens, Hij redt zu ons dat wij en onze Opfer von hem aangenomen worden, wanneer we naar hem in Jezus Christus en vertrouwen komen. Drittens, dat het een bijzonder verrecht en zeien is, wanneer we van God aangenomen worden. Viertens, dat die wat van God aangenomen worden, damit rekenen moeten dat andere mensen aan huizen en op aan worden afjenstig zijn. Vijftens, dat God zonen niet wordt uitgestraft laten, wat dem Herrn seine Kinder vervolgen en verachten. En zestens, dat God den Glauben van Abel nicht met am Taub sterben leidt, aber dat hij immer weiter andere ook doorbrengen wordt, zonen Glauben te even, als Abel ons een Beispiel is. Dat is wat Abel ons vandaag nog even den Glauben leert, wanneer hij ook al lang dood is. Wel we nu nog beten, lieve Herr, ik bid dat jeder einer, die deze predigt gehoord heeft, mocht zijn dat het bloos sterkt in Glauben geht, dat we seilig worden, en durch diesen Glauben wir die Gewissheit haben, dat du uns aangenomen hast. Amen.